Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1-Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Ja, in der heutigen Episode reden wir über die letzten zwei Grand Prix, die stattgefunden haben in der Formel 1. Einerseits ist das mal der Holland Grand Prix in Zandvoort sowie auch der Italien Grand Prix in Monza. Dann reden wir auch noch über den Danny Ricciardo, der sich unglücklicherweise die Hand gebrochen hat während dem Training. Dann nachher über den Liam Lawson, wo der Ricciardo ablösen für die nächsten paar Rennen. Und auch noch über die Formel 2. Sowie auch, wie immer, über ganz viele andere Themen. Alles, was rund um die Formel 1 passiert. Wir wünschen euch viel Spass und eine gute Unterhaltung. So, wir starten die heutige Episode mit dem Grand Prix in Holland, sprich in Zandvoort, wo das Rennen ja war von einer Woche, sprich anderthalb Wochen, wo wir jetzt so den Podcast aufnehmen. Und ja, es war so wettertechnisch recht spannend in Holland dort. Also mal ein bisschen Regen, mal wieder ein bisschen schön. Ich meine, Formel 2 Rennen, dort hat es ja runtergelehrt wie Hölle einmal. Und das ist wirklich zu und her gegangen. Und dann nachher auch am Rennen selber sind wir nicht vom Wetter oder vom Wettergott verschont worden, kann man sagen. Es war wirklich noch cool gewesen. Da hat schon recht viel Spannung reingebracht, weil man halt einfach nicht gewusst hat, wie entwickelt sich so das Wetter. Ich habe irgendwie gegen Mitte, Ende Rennen dann schon noch mal ein bisschen gehofft auf ein bisschen mehr Regen nochmal. Aber ja, er ist dann doch nicht gekommen. Er ist am Anfang gekommen. Am Anfang hat es recht stark geregnet gehabt. Und dort haben ein paar müssen in die Box reingehen und neue Reifen holen, beziehungsweise fast alle. Ja, voll. Also es war generell extrem chaotisch gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie fest, aber eines von den meisten Rennen mit den meisten Pitstops ever. Ich muss ziemlich sicher seit den letzten paar Jahren wieder. Und so ein chaotisches Rennen birgt natürlich auch geile Resultate. So durch. Also, wir haben wieder mal endlich, Halleluja, ein Fernando Alonso auf dem Podium gewesen und ein absolut geniales Resultat nachher auch für Pierre. Er hat einen P3 gemacht, dank dem Penalty von Perez. Und ich habe es gerade vorhin vor dem Podcast schon mal gesagt und ich sage es da noch einmal. Das zeigt einfach wieder, wie absolut krank die Season eigentlich wäre und was für einen geilen Championship-Fight wir hätten, wenn der Max einfach gar nicht fahren würde. Aber wenigstens nur mit 3 Sekunden Abstand hat Alonso können abschließen gegen Ende. Aber hey, wie schon gesagt, chaotische Rennen sind eigentlich immer geil, es macht immer Spass. Also es ist sicher nicht der spannendste Grand Prix ever gewesen, aber ich habe meinen Spass gehabt, muss ich definitiv sagen. Ja, also ich auch. Also, das Ding war halt einfach das noch gewesen, im Rennen ist ja. Also es hat ja einen Red Flag gegeben, wenn ich mich nicht täusche. Oder bin ich falsch? Ja. Für die letzten paar Runden. Glaube es, ja. Bin jetzt komplett falsch. Also ihr merkt immer, wenn Grand Prix schon ein bisschen weiter weg sind, vergessen wir auch wieder die Hälfte. Ich habe gemerkt, es hat einen Red Flag gegeben. Ja. Weil ja der Zhou Guanyu ist ja dort gerade ausgefahren in die Wand. Ah, und dann haben sie gesagt, okay. Und dann nachher hat es so runtergeleert und dann haben sie dann eben, ja, genau, haben sie es dann... Da habe ich mit einem Kollegen relativ darüber diskutieren. Der hat einfach gesagt, ja, das ist einfach wieder mal Show über Safety gewesen und Show über Racing gewesen und das hätten sie nicht müssen machen. Also, ich weiß nicht. In meinen Augen, ich finde das perfekt. Also perfekt. Es hat einfach zu fest runtergelehrt, dass wir da nicht können etwas reagieren können. Weil es sind alle noch auf Inters gewesen. Und klar, okay, sie hätten können reagieren und pitten, aber da hattest du wieder so eine, was ist das gewesen, 2006 Szenario gehabt, wo da alle an der Nordschleife oben sich geslidet haben. Da wärst du wieder in so einer Situation gewesen und da hattest du irgendwie 7 Autos draussen gehabt, das wollte ja auch niemand sehen. Und so. Oder bin ich komplett daneben? Ich finde eigentlich, die Red Flag ist tipptopp gewesen. Nein, also ich finde auch, dass sie gut oder angebracht war, weil ich meine, eben, erstens mal wären alle abgeflogen. Und zudem, meine eben, das Auto, wo ja der Joe stand, ist ja schon, glaube ich, so auf der Start-Zielgerade dort. Ich meine, eben, wären sicher auch noch ein paar andere dann abgeflogen und dann wäre es einfach auch wieder hure gefährlich geworden. Also von dem her ist das sicher die richtige Entscheidung gewesen.
Ich würde es nicht als Show abstempeln, sondern mehr wirklich halt als als Sicherheitsaspekt eigentlich abstempeln. Also von dem her finde ich es auch voll okay. Und das ist jetzt gerade ein guter Übergang, weil er auch aus Sicherheitsgründen das Auto hat müssen abstellen im Rennen, ist der Leclerc gewesen. Der hat ja wirklich voll ein scheiß Wochenende wieder einmal verwünscht. Ja. Also bei Ferrari ist dort gar nicht gelaufen. Ja. Also der Sainz ist ja noch auf P5 gefahren. Ja, P5, also ist jetzt auch nicht das geilste Resultat, wenn du in einem roten Auto hockst. Ja, aber wenn du so mal ein bisschen sag jetzt mal, die Statistik schaust von dem Jahr, wo die roten Autos landen, ist es eigentlich nur ein normales Ergebnis, weißt du, was ich meine? Also, ja, true. Also mittlerweile ist einfach Ferrari auch... Auto, oder das viertbeste. Ja, Ferrari ist mittlerweile einfach auch Midfield, muss man sagen. Ja, ich meine, das Sainz, ich greife nicht zwar vor, aber in Monza, wo er P3 gehabt hat er auch gesagt, we are best of the rest. Ich meine, er hat schon recht. Nach Red Bull kommt einfach das Mittelfeld. Das ist es ist so. Das ist so, definitiv. Es ist einfach so schlimm, dass die nicht können, ja, also dass niemand an Red Bull herkommt. Also ich meine, auch wieder in Holland, ich meine, dort, ich hätte jetzt irgendwie schon gehofft mit Regen oder so, dass dort vielleicht irgendetwas würde gehen noch. Aber es ist einfach nicht gegangen. Es ist einfach wieder der Max, der einfach so dominierend fährt. Und ich finde es halt einfach irgendwo auch mega spannend, hat eben der Perez, also gut, er ist auf P4 gefahren, er wäre ja eigentlich P3 gewesen, aber dann dummen Fehler hat er Position verloren. Und ich meine, der Helmut Marko hat es ja schon gesagt, ich greife auch wieder ein bisschen vor, weil das Gerücht, die Aussage ist noch nicht so alt. Er hat ja auch gesagt, also, ja eben, der Perez sei mega instabil. Also er sagt halt einfach immer so, entweder fällt es ihm ein bisschen am Fokus oder sonst irgendwie ein bisschen an der Konzentration und so. Und er fokussiert sich, also der Helmut Marko hat ja gesagt, für ihn ist es eigentlich interessant, wer könnte man jetzt ersetzen oder wie könnte man ihn ersetzen, und er hat ja anscheinend den Lando im Visier für Red Bull. Spannend habe ich aber dort auch gerade gefunden, ich weiss, da greifen wir völlig vor, aber anscheinend hat Red Bull schon so gut wie ein Alpha Tauri-Contract eigentlich mit dem Lando gehabt, aber logischerweise hat sich der Lando für McLaren entschieden, also ich meine, hätte ich ehrlich gesagt auch, weil bei Alpha Tauri hockst du einfach in dem Auto und ja, du weißt, was für ein Pressure Cooker das ist, und McLaren gibt dir die Zeit, wo sie dir geben wollen, wenn du performst. Also, das ist immer ein bisschen tricky. Aber habe ich spannend gefunden, dass er da fast eine Zeit hatte. Anyway, back to the topic. Also, ich finde es einfach heftig, wie extrem der Perez Max im Schatten steht. Und ich frage mich, also desto länger das Season halt läuft, desto mehr ich so ein bisschen den Perez so mit anderen Fahrern kann vergleichen. Ich meine, andere Fahrer machen eigentlich ähnlich viele Fehler, aber beim Perez wirkt es einfach so dramatischer und schlimmer, weil man hat das Gefühl, wegen Verstappen, dass das Auto viel weiter vorne müsste sein. Aber ich habe es auch schon mal gesagt in einem Podcast, und ich finde, das trifft verdammt gut zu. Der Max Verstappen erinnert mich extrem momentan, so wie er fährt, an die Hamilton-Mercedes-Zeit, so ich sage 2018, nein, in der 2019, 2020 umeinander, wo einfach niemand an den Hamilton hergekommen ist. Und der Bottas hat dann auch richtig scheiße ausgesehen neben Hamilton. Obwohl er eigentlich ein Top-Fahrer ist, weißt? Und es sind halt einfach so Sachen wie der Crash im FP, was ist es, 2 oder 3 gewesen, in Sandwort, wo halt der Perez einfach, oder er macht immer wieder tätige Fehler. Der Helmut Marko hat schon nicht Unrecht, er ist einfach nicht konsistent. Er macht Konstanz, ja. Jedes Mal. Scheiße. Ist einfach wegen dem Englischen, wo Consistency. Ich bring's nicht raus. Anyway. Aber ja, ich stimme dazu. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich sage jetzt nicht, der Bottas hat es im Hamilton, also, wie soll ich sagen, ich meine, du hast das vielleicht auch gelesen. Der Hamilton hat ja in einem Interview gesagt, ja, er glaube, dass im Verstappen seine Erfolg nicht die Erfolg wäre, wie er jetzt sind, oder wie sie jetzt sind, wenn er einen Teammate hätte, wie der Bottas dazu mal, den er hatte. Weil, also sprich so mit der Aussage, der Bottas, wenn der Bottas als Teammate hätte, also wie er es hatte dazu mal, würde er nicht die Erfolg einfahren. Also, außer du meinst ein anderes Interview, aber das, was ich gelesen habe, war, der Verstappen hat nicht die Teammates gehabt, die ich hatte. Und dann ist logischerweise in der Bezug auf all die World Champions, die ihm seine Mates waren. Alonso
und Nico Rosberg und, oder? Ja, also das hat er auch noch gesagt, ja, das stimmt schon, das habe ich auch gesagt, aber er hat schon auch die Aussagen so formuliert, dass so, ja, wegen dem Bottas, also wenn du ein Teammate hättest wie Bottas, würdest du auch nicht die Erfolge so einfahren. Also er hat schon wirklich einen rechten Konkurrent. Also schau, ich sage mal so. Ich sehe Perez als Bottas, ganz ehrlich. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde den Bottas schon höher ranken als ein Perez. So rein vom Können her und so, bin ich ganz ehrlich. Für mich sind die 1:1 am gleichen Level. Aber nein, das sehe ich jetzt gar nicht im Fall. Aber das Ding ist ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, weil weißt du, wenn ich jetzt so, ich meine, wie lange fährt jetzt der Perez mit dem Verstappen zusammen? Das ist jetzt das 3. Jahr. 2. Nein, ist im 21 schon gefahren. Ja, 2,5. Eben jetzt im 3. Jahr ist jetzt im 3. Ja, good point. Ja, ja. True. Und ich meine, der Bottas, der ist 2017 gekommen und hat ja auch 2017 schon Sieg und so geholt gehabt. Und ja, ich sage jetzt nicht, dass, ja, wie soll ich sagen, dass das Wasser hat dem Hamilton nicht erreichen können, weil meistens hat er einfach dann gewonnen, wenn halt wirklich vorne etwas schief gegangen ist mit dem Hamilton oder so, oder weiss ich was. Aber ich würde schon behaupten, dass der Bottas in seinen ersten 3 Jahren bei Mercedes besser performt hat, das hat er ja auch schon als der Perez jetzt. Weil der Perez ist einfach seit Ende, oder ich sag mal so, seit Monaco 22 irgendwie, also nachdem dass er dort gewonnen hat, irgendwie ist es einfach ein bisschen so der Wurm drin, habe ich das Gefühl. Also nicht seit Monaco. Seit Aserbaidschan, das Jahr. Er hat ja, ich meine, die Season hat er wirklich stark gestartet. P2, P1, P2, P1. Ab dann ist auf einmal nicht mehr gelaufen. Also der Start von dieser Saison ist in meinen Augen einer der besten Saisonstarts, den er hatte. Weil es ist ja nicht so, dass der Verstappen komplett DNF ist. Er hat sich einfach noch nicht als Auto gewöhnt. Wegen dem keine Ahnung. Also ich kann irgendwie nicht ganz dahinter stehen, dass Sergio schlechter zu ranken als der Bottas. Ich finde, die sind ziemlich gleich auf, weil sie haben einfach so... Der Bottas hat extrem stark so einfach die 2-3 Wochenende im Jahr gehabt, wo er exzeptionell performt hat. Und der Rest war einfach so Medium gewesen. Man kann es vielleicht argumentieren, der Perez hat mehr schlechte Wochenende, aber ich habe das Gefühl, an den guten Wochenenden ist der Perez besser. Also keine Ahnung, vielleicht ist es auch wieder mal etwas, wo wir eine schöne Umfrage machen können. Liebe Zuhörer, wer ist in euren Augen der bessere Fahrer, der Perez oder der Bottas? Tun Sie doch bitte im Spotify abstimmen. Was ich unbedingt noch darüber reden bei Antwort ist ja eigentlich also 2 Sachen, logischerweise. Wer hat es gedacht? In Danny Rick seine Verletzung. Ja, komm, reden wir zuerst über die Verletzung, nachher über den er ersetzt hat. Er hat sich ja das habe ich mir aufgeschrieben, wir haben es extra rausgesucht, dass wir kein Zeichen erzählen, Mittelhandknochen. Also das ist, wenn ihr eure Hand anschaut, ihr habt ja eure kleinen Pinky-Finger, der ganz links aussen, und dann gibt es einen Knochen, der den quasi mit dem Arm verbindet. Das ist der Knochen dort, den er gebrochen hat. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie abnormal schmerzhaft das so ein Bruch muss sein. Muss ehrlich gesagt sagen, wo ich gesehen habe, ich bin extra das Onboard noch schnell anschauen. Ich habe gedacht, irgendetwas stimmt nicht. Er hat so seine Hand so komisch gehabt. Und dann habe ich gerade, es war schon Practice 2 gewesen, dann habe ich gerade schnell seine Cam-Führer genommen und schnell angeschaut. Und du hast gerade gesehen, er hat sie Uhr und er sagt, I fucked my hand und so. Oder I effed my hand, hat er gesagt. Und ja, das ist nicht ein einfacher Bruch zum Verheilen. Ich meine, das ist ein kleiner Knochen, der jetzt so weit abeinander ist. Und ja, es hat sich halt ein bisschen umgesprochen, ja, wie lange wird er jetzt eigentlich nicht fahren können. Und das ist so ein bisschen Hin und Her zwischen, ja, das ist Verheilung und vielleicht 2-3 Rennen ihn wird aussetzen lassen. Nachher war die Frage, ja, wie sieht es denn aus mit Singapur? Das ist ein anstrengendes Rennen, wie er das fahren können. Da hat man jetzt auch lang gemunkelt. Mittlerweile ist man so weit. Ich habe heute gelesen, dass er anscheinend bis Katar
sogar wird aussetzen, also auch der Japanese Grand Prix, aber das ist halt logischerweise noch nicht offiziell. Bis vor heute hat es eigentlich ganz klar noch geheißen, ja, Japan wird dann wieder versuchen, aber ja, ich meine, was sagst du zu dieser ganzen Sache, zu dieser Verletzung? Was fällt dir auf? Was hast du mitbekommen? Also sicher mal einerseits mega bitter für ihn. Ich meine, ja, kurz vor der Sommerpause wieder zurück in die Formel 1 und dann nachher so etwas gerade. Also eigentlich mega schlimm. Ich finde es sehr schade auch irgendwie, weil ich glaube, er wäre jetzt schon relativ gut in Form gewesen, um sich zu beweisen, nochmal, dass er eben doch noch das Kaliber wäre für die Formel 1. Aber ja, ich meine seine Reaktion, die er ja dort hatte, eigentlich, die er gemacht hat, er hat ja dort den Piastri vor sich gehabt und wäre ja eigentlich schon reingefahren und ist dann aber eigentlich sozusagen geradeaus gefahren. Ja, ich meine, was willst du anders machen? Oder was willst du? Du willst ja auch nicht dem noch in den Car reinfahren oder so und dann nachher, ja, da könnte ja auch etwas anderes Schlimmes passieren schlussendlich. Ich würde so sagen, also er hat schon richtig reagiert. Das ist schon so, dazu. Ja. Es ist halt einfach, ich finde es einfach mega schade. Oder? Und ich meine, der Ricciardo ist ja wirklich einer, ich habe schon immer, also damals zur Red Bull-Zeit, habe ich ihn wirklich einer der besten Fahrer gefunden. Ich finde eigentlich auch bis heute ist er noch einer der besten, der halt einfach, blöd gesagt, nach Red Bull halt nie im richtigen Auto mitgehockt ist. Und ja, er hat ja jetzt eben, was ist es? Mittelhandknochen? Mittelhandknochen. Genau. Hat ja gebrochen. Es scheint auch, was ich noch vorher gelesen habe, auch kein gerader Bruch gewesen, aber die Operation ist ja gut gegangen. Und er hat sie in Spanien unten hat er sie operieren lassen. Im gleichen Arzt wie der Stroll war. Und der hat ja seine Pfoten noch gebrochen Anfangs Saison. Kannst du dich noch erinnern? Ja, voll. Okay. Ja, die Pause, ich jetzt denke so, jetzt kommt so, ja, voll schon. Dann ist Nico kurz so überlegt, jetzt sag ich wirklich. Nein. Ich bin voll dabei gewesen, alles ja, gut. Nein, ich habe noch gerade überlegt, was für ein guter Move das es eigentlich ist, bevor ich meine Gedanken verloren war. ja, gut, also eben, es ist aber alles gut gegangen. Wie gesagt, den letzten Stand habe ich gehört, dass er eben so angeblich wieder beim Japan Grand Prix am Start sein. Ob das wirklich der Fall wird sein, ist das Zweite. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dann wieder bei Katar wird am Start sein. Aber ja, in dieser Zeit hat ja eigentlich jetzt eben der Liam Lawson Zeit, sich zu beweisen. Er ist schon für den Ricciardo dann nachher gerade in Zandvoort schon eingesprungen. Und er ist auch nach Zandvoort dann bestätigt worden noch, von Alpha Tauri, dass er einfach der Ricciardo wird weiterhin ersetzen, bis er wieder fit ist. Und was ich auch noch herzig finde, ist, der Lawson und der Ricciardo haben ja miteinander noch anscheinend geschrieben gehabt. Und dann hat er ihm geschrieben im Lawson, ja eben, wenn er irgendwelche Tipps bräuchte oder irgendwie schon Fragen hätte, soll er es ihm schreiben, dann tut er ihm helfen, sagt für ihn kein Problem. Geil. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist wirklich cool. Etwas, was mir auch dort mega entschwunden ist, jetzt, wo du so von herzigen Sachen redest, der Streckenposten. Die eben das Auto auf den Wagen eigentlich da haben nachher, oder wo das Auto abgeführt haben, die haben ins Auto rein eine Packung Stroopwafels. Das sind da die, ja, was ist das? Honig? Nein, Karamellwaffeln in dem Sinn. Das ist eine holländische Spezialität, haben sie in mein Auto hineingelegt und noch ein kleines Notizzettel, hey, gute Besserung, ich hoffe, du fährst morgen wieder und so. Ja, so hat es dann halt leider nicht sollen sein, aber hey, schöne Geste. Ja, ich habe Streckenposten, muss man halt einfach auch immer wieder loben, was die für gute Arbeit machen. Anyway, ja, zurück zum Danny noch ganz kurz. Also für mich ist es so ein bisschen, ich weiss nicht, es ist extrem ungebig für seine Formel-1-Karriere. Und er schlittert für mich langsam so in die neue Unglücksbildsposition hinein. Weil für mich war es eigentlich immer der Hulk, der einfach Pech hatte mit seinen Podiums, die er nie erreichen kann. Ich habe das Gefühl, das wird er niemals schaffen. Aber mein Gott, ich meine, zuerst bist du bei Red Bull, bist der neue Star, dann kommt auf einmal so ein Welttalent wie der Verstappen. Du versuchst die bei Renault, die werden nicht besser, wie sie sagen. Du versuchst die bei McLaren,
du bringst dann fertig dort gut zu fahren und sie werden auch nicht besser, als dass sie sagen, sie verschlechtern sich sogar nur während ihrer Zeit dort. Dann kommst du endlich zurück, nach einem halben Jahr nicht fahren. Man bringt dich auf Biegen und Brechen ins Auto. Und ja, was ist es? 1 Rennen oder 2 Rennen später? Nein, 1 Rennen. Das erste Rennen. Also nach der Sommerpause. Ja, aber er ist ja Belgien und Ungarn ist ja auch schon gefahren. Ja, stimmt, wegen dem hat es mich verwirrt. Aber nach 2 Rennen kommst du rein und brichst dir einfach gerade mal die Hand. Und jetzt hat er einfach noch ein weiteres Problem und das Problem heisst Liam Lawson. Weil der bekommt so viel Zeit, sich zu beweisen. Er hat in Sandvoort ist er eigentlich straight on the pace gewesen mit dem Yuki. Ich würde sagen, Ricciardo hat wahrscheinlich nicht viel besser als der Liam performt. Und das macht mir eigentlich gesagt ein bisschen Angst. Weil, ich meine, der Liam Lawson ist gerade in einem Title-Fight in der Superformula. Das ist ja die japanische Formelserie, für die es nicht können. Er ist dort P2 in einem sehr engen Title-Fight. Wahrscheinlich wird er da jetzt aufgeben, den Title-Fight dort. Aber er macht wirklich eine gute Performance. Er hat einen P13 in Sandvoort geholt. Er hat einen P11. Ein P11. So kurz vor dem Punkt in Monza geholt. Und das katapultiert ihn somit instant über den De Vries und der Ricciardo in der Fahrerwertung. Der Ricciardo hat es nicht einmal mehr gezeigt am Ende von Monza. Und das ist einfach etwas, was mir ein bisschen Angst macht. Ich weiss nicht, ich will es nicht verschreien. Ich will es auch nicht in dem Sinne jetzt predikten oder so sagen, aber ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen der letzte Schlag ist für Ricciardo. Für mich ist das so ein bisschen, also der letzte Schlag, nicht, dass seine Karriere jetzt vorbei ist, aber ich glaube, nachdem, dass er nicht mehr Chancen wird haben, sich für ein Top-Runner-Team wirklich zu beweisen. Weil, sind wir ehrlich, wenn der Liam im nächsten Rennen Punkte holt, oder generell in einem von diesen Rennen Punkte holt, dann sieht es wirklich scheiter aus für nächstes Jahr, auch für Ricciardo, das jetzt noch zu bekommen. Je nachdem, wo der Yuki halt durchgeht. Ob der zum Beispiel jetzt irgendwie zu Aston Martin geht mit dem Alonso zusammen, das wäre ein Traum-Pairing, aber das ist Wunschdenken. Ich weiss nicht, greife ich da zu weit vor, wenn ich das sage? Ja. Ja? Ja. Nein, ich bin Fahrer, ich will es nicht wahrhaben. Ja, nein, also jetzt abgesehen mal davon, also das Ding ist halt einfach das, ich meine, dass du die Pfoten durchsprechen während dem Rennen oder beziehungsweise eben, wenn es einen Qualifying Run oder was ist es? Trainingsrun? Nein, Trainingsrun ist es. FP2 war es, wo der Liam noch FP3 machen konnte. Genau. Ich sage mal so, dass dort, also beziehungsweise dort eben mal so ein Unfall ist und dann kannst du etwas brechen, das kann jedem passieren. Das kann auch in einem Verstappen passieren. Und ja, ich finde es jetzt... Also, ist schon nicht das, was ich sagen will, dass er einen Fehler gemacht hat. Ich sage einfach nur, es ist sehr ungünstig. Ja, logisch ist es ungünstig, aber ich glaube nicht, dass wegen dem jetzt, weil der Lawson jetzt da drin ist, dass er jetzt irgendwie müsste schießen, dass er das Cockpit könnte verlieren, weißt du, oder so. Also ich meine, schlussendlich, der Ricciardo ist auch immer noch offiziell ein Red Bull-Fahrer, nicht ein Alpha Tauri-Fahrer, weil er ist nur ausgelinkt worden. Good point, ja. Und schlussendlich, der Helmut Marko hat den Dings schon gern, weißt du, Ricciardo. Und wahrscheinlich auch ein bisschen lieber als der Liam Lawson. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt, also auch wenn jetzt der Lawson wieder einen Punkt holen, denke ich jetzt nicht, dass nachher heisst, ja, Ricciardo setzen wir gar nicht mehr ins Cockpit, weil er hat eigentlich sozusagen gar nicht die Gelegenheit bekommen, sich richtig zu beweisen. Ich meine, der Liam fährt ja jetzt schlussendlich eigentlich eventuell sogar mehr Rennen er wird mehr Rennen fahren als der Ricciardo. Weil jetzt ist er das zweite Rennen gefahren für Alpha Tauri. Jetzt hat er gleich für Rennen gefahren wie eigentlich der Ricciardo auch schon. Und ich meine, wo der Ricciardo zurückgekommen ist, haben wir auch alle gesagt, ja, er ist verdammt stark gefahren. Das ist das jetzt ja auch so gewesen eigentlich. Ja. Also, von dem es her... ist halt einfach, das Fiese ist, also ich rede noch nicht von diesem Jahr. Ich glaube schon, dass der Liam nicht wird fertig fahren das Jahr. Also der Danny bekommt seine Chance schon noch, sich zu beweisen. Aber ich denke, sie sind halt wirklich einfach gleich aufbesitzen. Und wenn der Liam noch Punkte hat, dann muss der Danny Ricciardo in den letzten paar Rennen einfach wirklich sehr gut performen und halt einfach auch Punkte reinholen. Weil sonst, sage ich, sieht es für 2024 sieht scheiter aus. Bei Alpha oder bei Hugo Boss. Ja, also ich glaube, er wird noch eine Saison fahren bei Alpha Tauri, bin ich ziemlich sicher.
Weiss Ich nicht hoffe wieso. es. Also Ich hoffe ich habe irgendwie das Gefühl, er wird dort schon nochmal weiterfahren. Aber wir werden es dann sehen. Aber ja, eben, also ich werde jetzt auch nicht den Liam Lawson schlecht reden, das überhaupt nicht. Also ich meine, er hat gesehen, wie er gefahren ist und ist wirklich gut gefahren. Ich meine, ich sehe sein Talent. By the way, das Super-Formula-Finale ist Ende Oktober, so, also er wird es schon noch machen, weil dann sollte eigentlich der Ricciardo wieder retour sein. Ich habe den Kalender gar nicht studiert. Aber, Ja, also ich weiß es auch nur, weil ich es gelesen habe, per Zufall. Cool. Also sollte ja ähnlich aufgehen. Und ich glaube es auch im Worst Case würde wahrscheinlich eher dort fahren, weil es halt eben um die Championship geht, als in der Formel 1. Ja. Das war beim Gasly auch so. Der hat ja auch zuerst die Super Formula fertig gemacht und wegen dem haben sie den Hartley noch schnell reingeholt. Das war auch ein bisschen dasselbe gewesen. Aber hey, eben, zurück zum Lawson, scheiß auf den Hartley. ein Neuseeländer durch einen guten Neuseeländer ersetzt, in dem Sinn. Es ist einfach, was ich krank finde, ist seine Performance in Monza jetzt. Okay, vielleicht war das Auto auch einfach schlichtweg gut gewesen, aber er war so nah an den Punkten eigentlich gewesen. Wobei eben, also ich habe es jetzt gerade angesprochen, ich glaube generell, das Wochenende, es ist halt eine ganz andere Rennstrecke und man hat ganz andere Autos gesehen performen oder eben auch überhaupt nicht. Haas. Ja, also das war eine grottenschlechte Performance von Haas. Aber es ist extrem spannend gewesen, zum schauen. Es haben ein paar Teams Upgrades gebracht, ein paar nicht. Ein paar Fahrer haben wieder brilliert, wie in Albon, ein paar wieder nicht. Also es ist irgendwie, Monza hat sich anders angefühlt. Geht es nur mehr so, aber für mich hat sich Monza ganz anders angefühlt als so viele Rennen, wie wir schon hatten bis jetzt. Also ich wollte einfach nochmal speziell einen Fahrer erwähnen, den ich eigentlich irgendwie in jeder Podcast-Episode mittlerweile erwähne. Aber für mich im Moment einer der besten 3 Fahrer im ganzen Grid, und das ist für mich einfach der fucking Albon, ey. Ey, ohne Diskussion. Also, was der aus dem scheiß Williams auch schon in Sanford, was der rausholt aus dem Klapf raus. Weißt du, da schaust du so Qualifying und danach siehst du einfach immer so einen scheiß Williams davon rumgurken. Also, ich meine, ich gönne es ja Williams wirklich. Also, es ist wirklich super, dass du es siehst. Stimmt, der hat doch in Sanford den P4 gehabt, oder bin ich blöd? In Quali? Nein, in Sanford ist er 8. geworden. In Quali? Aber im Quali war er P4 gewesen, ja. Genau. Ich hätte neben Huren gern beim Qualifying, beim Interview hätte ich ihn Huren gern gesehen. Ja, Mann. Ja. Aber glaubt mir es wirklich, wenn irgendwo nochmal irgendwie ein Rennen kommt, das ein bisschen chaotisch könnte sein, durch Regen oder was. Und der Album kommt durch, der steht auf dem Podium. Und das wäre richtig geil. Ja, also das Ding ist eben auch, er hat länger wie mehr ein Auto, das ihm das liefern kann. Ich bin fast ein bisschen überzeugt, dass einfach auch der Sergeant überhaupt nicht gut ist. Ja, ganz ehrlich. Schau mal, wenn du schon gerade reingrätschen. Ich glaube nicht, dass das Auto ist, das gut ist, sondern ich glaube es einfach eher, dass das Auto ihm gut liegt, wie es ist. Ah ja. Ja, kann das sein. Weil ich glaube es einfach, dass er im Moment oder einfach jetzt auch wirklich, also schon eigentlich die ganze Saison ein bisschen über, einfach mehr aus dem Auto rausholt, als wirklich wird gehen, rein theoretisch. Und ich meine, wenn ich mich da vom, wie heisst der Teamchef? Ich vergesse immer seinen Namen. Der James Vowles? Ja. Wow. Der hat ja, wenn du seine, weißt du, auf Instagram und so, wenn du seine Dings schaust, wo er so Race Review macht, der lobt immer den Albon und so und eben, also weißt du, ist für ihn so ein wertvoller Fahrer und alles drum und dran. Das stimmt ja auch einfach, er ist wirklich top. Und ich meine, da muss man sich mal überlegen, Williams hat einfach können Mercedes, Ferrari, Aston und McLaren challengen in Sanford. Ja. Und auch in Monza ist er da gewesen. Ja. Und das ist einfach krank. Ich meine, klar, Williams ist für ihn auch mega stark gewesen. Ich meine, er hat ja auch nicht ohne Grund schon mehrere Championships gewonnen. Aber ich meine, Williams kennen wir, sage ich jetzt mal so in der Neuzeit, also vor allem wirklich Neuzeit, kennen wir halt einfach als schlechtes Team oder halt wirklich so der Backmarker von der Backmarkers, weißt du? Also, ja, vor allem neben Haas. 2020, 2019, das hat schon hohen Schaden hinzugefügt. Auch 2021 war kein gutes Jahr gewesen. Und schau, ich habe einfach das Gefühl, für Williams, es sieht gut aus.
Es sieht extrem gut aus mit dem Albon als Lead Driver, weil ich glaube, der Vals kann ihn wirklich motivieren, dort auch zu bleiben für ein Zeitchen. Und auch für den Vals sieht es sehr gut aus. Also seine Arbeit, ich habe dir gerade letztens ein Video geschickt, wo er eine Rede hält, was so ein bisschen Gewinnermentalität bedeutet und dass man halt einfach auch ins Dunkle muss reinsteigen manchmal, also seine tiefsten Ängste sich, dass auch wenn sie an den Punkt kommen, für Podiumszweite, dass sie nicht Angst haben, nicht zweifeln an ihrem Können, weil sie haben es schon geschafft, überhaupt dorthin zu kommen, dann werden sie es auch schaffen, einen Win zu holen. Und das tönt so abnormal, dass ein Teamchef von Williams, wo die letzten Jahre so schlecht war, von Wins redet und ich mir nicht einmal die Nase rümpfen dabei. Verstehst du, was ich meine? Hätte ich das vom Dings gehört, vom Jost Capito, da hätte mir einen Schaden gelacht, wenn der so etwas sagt. Aber beim Vals kann ich es wirklich ernst nehmen. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Toto Wolff, Lewis Hamilton, Christian Horner, Max Verstappen. Kann ich Fernando Alonso und Dings sagen? Wie hat sein Renault-Teamboss geheißen? Flavio. Kombination. Briatore. Also einfach so, dass es einfach perfekt wie einfach die Faust aufs Auge passt. Die beiden passen einfach extrem gut zusammen und arbeiten gut zusammen. Und also ich würde sagen, im Alex in Race ist für die nächsten paar Jahre geritzt. Der kann bei Williams fahren, ohne dass er irgendwie muss studieren und sich Gedanken machen. Ja, ich glaube es auch. Also, er ist ja schon bestätigt für nächstes Jahr. Einfach der Sargent ja nicht, der ist noch frei, der sitzt dort. Aber ja, das wird dann auch noch spannend. Ja, also ich sehe es so wie du. Also eben momentan, wie ich schon am Anfang gesagt habe, für mich ist der Albon wirklich Top 3 momentan im aktuellen Fahrergrid drin. Es ist einfach abartig, was der rausholt aus dem Auto. Und also ich weiss nicht, erstens mal, ich gönne es einfach ihm vor allem, weil er hat einfach auch mega schwere Dings gehabt, mega schwere Zeit bei Red Bull auch. Und ja, keine Ahnung, er wirkt mega glücklich, es macht ihm Spaß und auch das Team ist mega happy mit ihm und so. Und also auch Williams eben momentan, muss ich auch sagen, eines der sympathischsten Teams am Grid. Also weißt du, so, auch was sie auf Social Media posten und so, wie sie das richtig geil gefunden haben, dass sie auf P4 stehen, haben sie hure viele Videos und Fotos aufgeladen und so Memes gemacht und so. Und ja, ich finde das einfach super und also ich gönne es vor allem im Albon, ich gönne es vor allem auch Williams und ja, ich bin gespannt, wie das so weitergeht jetzt in den nächsten paar Rennen, ob sie die Form können behalten oder nicht. Ich hoffe schon, dass sie da ein paar Punkte können holen oder eben eventuell vielleicht sogar irgendwo mal noch ein Podium. Das wäre dann schon auch wirklich richtig geil. Aber ja. Apropos coole Social Media Posts noch ganz kurz. Ich habe es dir vor dem Podcast geschickt. Die es noch nicht gesehen haben, geht schnell auf die Williams Instagram-Seite drauf. Sie werden ein Special Livery haben. Sie haben noch nicht genau geschrieben, für wo, außer du weißt es gerade. Ja, für Singapur, da hast du voten. Singapur. Ja, ich habe mich gar nicht geachtet. Aber es ist du hast vor einem halben Jahr voten, welche Livery das sie draufhauen sollen. Oh mein Gott, völlig verkackt. Aber es sieht richtig, richtig geil aus. Und es ist so eine Golf-Anlehnung mit dem Papaya Orange, so ein bisschen, wenn man das so nennen will. Klar, das werden wir klären. Aber und dann nachher das Hellblau, es sieht so sick aus. Ich freue mich richtig, das Auto auf der Strecke zu sehen. Anyway, du hast etwas anderes ansprechen. Genau, eigentlich wollte ich zurückrudern zu Haas noch, weil du schon Haas angesprochen hast, wie scheiße das bei ihnen gelaufen ist und alles. Wobei bei Haas muss ich wirklich immer sagen, dass es eigentlich im Qualifying, sage ich jetzt mal für Einfahrer, sprich Hülkenberg, immer gut läuft, aber das Rennen an sich ist immer schlecht bei Haas. Und ja, das ist halt Geld. Also ich meine, die können nach 3 Runden fahren ihre Reifen schon fortschießen. Ja. Und das hilft nicht so für das Rennen. Aber irgendwie dunkt es mir im Moment, also von allen Teams, also weißt du, irgendwie doch bei allen Teams ist so irgendwie etwas passiert, wo ein Höch hat. Oder so ein Höch. Ja, mal so ein paar Ausreißer. Ja, bis auf Haas. Haas ist irgendwie so diese Saison mega unauffällig, denke ich manchmal. Also weißt du, so wie nicht so richtig präsent manchmal. Also so kommt es mir jetzt über, wenn ich so alle Teams anschaue. Klar, Alfa Romeo kann man sich auch noch darüber streiten, die haben einfach in Ungarn so richtig ausgeschert mit guten Qualifying Pace. Ja. Aber sogar Alpine hat 2 Podiums gehabt. Eben.
Ich meine, ja, sogar die fallen auf. Und ich meine, Alpine, sind wir ehrlich, die fahren zwar auch ein bisschen, manchmal ein bisschen unten durch, aber sie haben eigentlich auf ein paar Strecken echt eine solide Pace noch. Also, Absolut. Also es hat Rennen gegeben, das Jahr, wo ich sagen konnte, ja, safe das viertschnellste Auto. Ohne Diskussion. Ja, voll. Also von dem her, ja, also Haas, ich weiß nicht. Desto mehr Jahre, dass ich sie in der Formel 1 sehe, desto weniger Jahre habe ich das Gefühl, haben sie noch. Verstehst du, was ich meine? Ja, es ist halt einfach es geht nicht vorwärts. Wie so ein Budget-Team, ja, sie kommen nicht vorwärts. Sie kaufen alle ihre Teile ein, sie haben irgendwie... Also, sorry, wenn du seit, 2016 ist die erste Saison gewesen? Ja. Das heisst, seit 8 Jahren bist du dabei und du hast seit 8 Jahren nicht genug gute Leute und genug gute Facilities, um dir selber gewisse Sachen aufzubauen. Sogar Williams, die 20 Jahre hinten drin sind mit ihrer Technologie, haben ihre eigenen Engineers mit ihren eigenen guten Ideen, die sie schnell machen. Die haben einen absoluten Masterstroke gemacht mit dem Auto von diesem Jahr. Das schnellste Auto auf der Geraden. Von allen. Scheiß Williams, Alter. Hat das nie. Ja. Ich meine, ihre besten Jahre waren ihr Debütjahr 2016 und danach noch 2019. Oder war 19 Rich Energy gewesen? 19 war Rich Energy, ja. Dann ist 2018. 2018 sind sie nämlich auch stark gewesen. Aber die sind nur am Schwimmen die ganze Zeit. Es kann ja nicht sein, dass du 8 Jahre lang immer kein Geld, keine guten Engineers und keine Ideen hast, was du machen könntest. Ja, das ist schon speziell. Also vor allem eben halt auch, es geht einfach nicht vorwärts. Ich meine, klar, also sie sind schon wieder ein bisschen besser als zum Beispiel in der 20er-Saison oder 21er-Saison, besser gesagt. Das war schon ganz schlimm mit der Uralkali und so, aber Gott, hey. Irgendwie denke ich es mir gleich, es ist einfach so, ja, ich weiß nicht, also verkauft werden das wahrscheinlich eh nicht werden, weil momentan auch die Formel 1 zu stark boomt, weißt du. Ja, aber sorry. Sie müssen halt einfach selbstständiger werden, beziehungsweise, also es tut jetzt verdammt hart, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass du mit Ferrari zusammen arbeitest. Es tut jetzt wirklich verdammt hart, aber ich meine, Ferrari selber hat ja auch verdammte Probleme. Ja, die haben das eigene Management nicht im Griff. Ja, eben. Teammanager. Eben. Wahrscheinlich werden die intern rausgeschmissen werden von Ferrari, werden einfach zu Haas gesteckt und dort machen sie den gleichen Käse wieder von vorne, weißt du? Naja. Nein, ich weiß es auch nicht, es ist irgendwie so, nein. Ja, es geht halt nicht vorwärts, aber ich meine, ich weiß nicht, ob es wirklich vorwärts geht, wenn das Team verkauft wird werden, weil, sind wir mal ehrlich, mit Ausnahme vom Fakt, dass sie ein Formel 1-Team sind, was für einen Wert bringt das Team? Sie haben nicht ihre eigenen Facilities, sie sind nur ein Abklatsch-Team von Ferrari. Ihr Teamboss diskutiert man immer wieder darüber, das ist sicher gut in den Medien, aber ganz ehrlich, manchmal ist das Zeug, das er rausholt, finde ich auch fragwürdig. Also redest du jetzt vom Steiner oder vom Gene? Ja, also eigentlich von beiden. Der Gene hat doch einfach auch seine Finger zu fest im Spiel. Mir denkt es eben, der Gene ist eben mega unauffällig. Also weißt du, er ist ja auch nicht in jedem Rennen. Das Ding ist, ich muss andersrum sagen, der Gene schert sich null um die Führung. Er will nur Resultat sehen. Also ja, das schon, ja. Das. Aber ich frage mich einfach, wieso dass er noch nie den Günther ersetzt hat. Ja, genau. Ich glaube, so, wenn du den Günther ersetzen würdest, würde auch schon einiges mehr laufen. Ja. Ich meine, sorry, der Kollege 100%. Hat Zeit, das scheiß Buch zu schreiben, was läuft. Kollege, wenn du einen scheiß Formel 1 Stall leitest, dann mach das. Mach den Job. Aber der Typ hat noch Zeit, das Buch zu schreiben. Was soll das? Von wo? Ja, das ist einmal das eine. Und nachher das andere ist auch einfach generell, wie er mit dem Staff umgeht. Also Konfliktmanagement. He does not fuck smash my door. He does not fuck smash my door. Er hat ja auch, ganz ehrlich, ich finde auch die Mazepin-Situation hat er überhaupt nicht gut gehandelt. Dort hat er einfach kleine Eier bekommen, weil es geheißen hat, man nimmt das Funding weg und so. Ja, dort hat er einfach Angst gehabt. Ja, so. Richtig. Und weißt du, ich meine, so Entscheidungen wie zum Beispiel, dieses Jahr ist unsere Pitwall nur noch 3 Mal gross. Als ob das so viel Kosten spart, erstens. Also, als ob mal, schon recht viel. Ich weiß doch nicht. Es ist einfach, es sind schon ein paar hunderttausend. Alles, was Haas macht, wirkt komisch. Und das schon seit Jahren. Das ist alles so, ist das die richtige Entscheidung? Ich meine, sorry, sie sind nach Monza gekommen, als einziges Team ohne Upgrade.
Ohne Upgrade. Und es gibt ein Interview mit dem Hülkenberg und du siehst richtig, wie hässig er ist. Und er sagt auch einmal, wir haben es nicht einmal fertig gebracht, unsere Gurney-Flaps oben dran zu trimmen, dass die besser würden funktionieren. Nicht einmal das haben wir geschafft. Und das ist schon, also ich meine, wenn das ein Fahrer muss sagen über seine Engineers, das ist ja traurig. Ja, ich glaube, sie sind einfach immer noch in der Ferien gewesen. Ja, wahrscheinlich schon. Nach dem Rennen in Zandvoort, noch in der Ferien. Schau, ich bin froh, ist der Hulk zurück, aber er hat ein besseres Team verdient als das. Ich glaube aber nicht, dass er noch bessere Chance bekommt. Ich wollte gerade sagen, aber weißt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich die Hülkenberg nirgendwo in einem anderen Team gesehen noch außer Haas. Also der wird bei Haas, wenn der bei Haas weggeht oder rausfliegt oder wie auch immer, der wird das letzte Team sein. Ich denke nicht, dass er irgendwie Anklang findet bei einem anderen Team. Das ist auch so etwas. Das ist auch seit dem letzten Podcast nämlich passiert. Was sagst du zu der Entscheidung für die Fahrer von 2024 fürs Haas? Ja, also ich verstehe es nicht, weil einerseits hat er ja immer, also einerseits hat ja der Steiner immer gesagt, er sei nicht zufrieden mit dem Magnussen. Und sind dann gleich wieder ein Jahr unter Vertrag. Ich meine, dass der Hülkenberg behalten ist, kann ich irgendwo durchverstehen, weil er wirklich in den Qualifyings gut performt hat. Da kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja. Aber der Magnussen, mit dem sind sie gar nicht zufrieden gewesen. Und ich weiss noch, hat man schon im Interview gesagt, so, ja, der Hülkenberg, das ist klar, der möchte das gerne behalten. Ja. Aber der Magnussen, da sind wir noch nicht so sicher, blöd gesagt. Und ich meine, er hat ja den Magnussen schon einmal gespickt. Er hat schon einmal genug Gründe gehabt, um ihn loszuwerden. Wieso gibst du nicht in einem anderen Fahrer eine Chance? Du kannst, ich meine, es macht keinen Unterschied, sorry, sind wir ehrlich, ob du jetzt dieses Jahr den Magnussen gehabt hättest oder noch einen Schumacher, der vielleicht struggelt, vielleicht aber auch endlich aus sich rauskommt. Es hat keinen Unterschied gemacht, wer das sie gehabt hätten. Ja gut, der Schumi der geht nie mehr zu Haas. Wenn er Haas ein Cockpit bekommt, würde er nicht reingehen. Das ist ja so. Das ist so. Und ich glaube eben auch viele andere Fahrer sehen das. Der Ricciardo hat ja auch mehr oder weniger dankend abgelehnt. Also ich sehe einfach Haas nicht als Destination für irgendeinen Fahrer und ich sehe nicht, dass Haas irgendeine Destination irgendwo hin hat. Da gehst du gescheiter zu Sauber, wo zum Glück wieder Sauber heisst. Ich werde so etwas von Teamwork kaufen. Ich freue mich schon so drauf. Ich bin gespannt, wie sie werden aussehen. Für den Übergang bis Audi kommt. Ich meine, Sauber hat dann trotzdem immer wieder so Wochenende wie das Mal, wo ein Bottas doch noch zum Glück einen P10 kann holen. Oder? Also, das war sein bestes Resultat gewesen. Joe das Mal nicht so performt, aber er hat auch wirklich extrem Struggle gehabt mit dem Auto. Aber das zeigt, ich meine, sie können nicht irgendwie Ferrari-Motor blamen. Es ist einfach, du musst etwas anderes machen. Und Alfa Romeo macht das. Der Alfa Romeo sieht so anders aus als der Ferrari und der Haas. Und ja, also ein anderes Konzept macht definitiv mehr Sinn, als einfach alles nachher googeln. Und Resultat ist nachher ein P10 in Monza beispielsweise. Ja, wirklich mit dieser wunderschönen Livery. Ja, jetzt habe ich gerade sagen. Du hast jetzt hast du gerade das Wort aus dem Mund genommen. Sorry. Ich wollte sagen, die Livery war wirklich geil. Sie war wirklich mega schön. Aber, ich muss sagen, von vorne habe ich sie nicht so geil gefunden. Ich habe das ganze Auto mega schön gefunden. Aber von der Seite, mein Gott, ist das schön gewesen. Ja, also das Ding ist, also noch zum Bottas, zu seiner Performance, es ist gut, dass es endlich noch mal ein bisschen Punkte gibt für Sauber dort. Und es ist halt, ich muss ehrlich sagen, Bottas war ja nicht wahnsinnig auf dem Fernsehen, also dass es irgendwie gross auffallend war. Er ist halt auch ein bisschen reingespült worden, glaube ich, ins P10 rein. Aber was man halt einfach muss sagen, ist halt, dass der Ferrari, sage jetzt mal Ferrari hat, der Ferrari-Motor doch noch gut gelaufen ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Alfa Romeo auch ein bisschen mehr aufgetragen hat am ganzen Rennen, weil es halt auch irgendwo durch ihren Heim-Grand Prix ist, halt mit Italien. Also so wie auch Ferrari zum Beispiel. Weil eben, Ferrari hat ja auch eine verdammte Performance abgeliefert. Ich meine, Sainz auf Pole gestellt, hat einfach Red Bull geschlagen und da kannst du sagen, was du willst, aber da ist das Mapping einfach aufgetragen worden, dass da wirklich maximale Leistung gekommen ist. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass sie auf ein paar Strecken eben manchmal 6 Zehntel Abstand haben zum Verstappen auf Pole und der Handkehrum fahren es dann nachher irgendwie 33 Sekunden schneller auf einer Strecke, wo ihr Heimrennen ist. Also klar,
klar, entweder ist es wirklich so, dass sie halt für Monza aufgetragen haben, also das wird wahrscheinlich auch so sein, oder sie haben halt wirklich das Auto von Anfang an für Monza schon konfiguriert gehabt. Ich glaube beides. Ich glaube wirklich beides. Also Ferrari hat einfach den Ferrari gemacht, weil das ist schon immer so ein bisschen Trend gewesen, auch sicher die letzten paar Jahre, dass sie ihr Auto spezifisch auf Monza bauen, dass sie dort gut dastehen. Ich verstehe es, weil ich meine, oh mein Gott, ich habe so Gänsehaut gehabt. Ich war ja letztes Jahr auch an dem Grand Prix gewesen. Und ohne Scheiß, ich habe das Pre-Race, das schaue ich normalerweise nie, aber ich habe dieses Jahr, bei Monza, habe ich das Pre-Race noch geschaut gehabt. Hey, und wo die italienische Hymne gekommen ist, mit den Flugzeugen, die oben durchgeflogen sind, die Atmosphäre, alle am Mitsingen, alles rot, überall nur Ferrari, wo du hinschaust. Und das ist einfach unglaublich. Und ich verstehe schon, wenn du so ein Rennen gewinnst, das bedeutet fast gleich viel wie ein Championship zu gewinnen. Fast. Das ist so ein bisschen für Ferrari im Monza gewinnen, das ist wie Monaco gewinnen, das ist wie der Heim Grand Prix gewinnen. Das ist ja, einfach etwas Einzigartiges. Und du hast es vorhin angesprochen, also Qualifying krank. He? Generell, man merkt wieder, dieses Jahr Qualifying sind das so geil zum Schauen. Und jetzt müsst ihr euch das reinziehen, ich wiederhole es einfach noch einmal geschwind. Carlos Sainz mit einer 1.20.294, Max Verstappen mit einer 1.20.307 und Charles Leclerc mit einer 1.20.361. Hey, das kannst du dir nicht das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn die auf die Linie stellen, würde es für dich aussehen, als ob die alle gleichzeitig über die Linie gefahren wären. Das war so abnormal geil gewesen, die Szenen, wie die Leute am Ausrasten waren. Und ich habe dir nachher auch geschrieben, das ist genau für das schauen, Formel 1. Ich mag zwar nicht Die Hard Ferrari-Fan sein, aber das ist einfach so ein Team, das ich kann unterstützen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte wirklich sehr gerne live im Simi zugeschaut, Grüße gehen raus, wie er dann reagiert hat, weil er ist halt wirklich ein absoluter Ferrari-Fanboy. Ferrarista. Ja, Ferrarista, genau. Ferrarista. Nein, also es ist schön gewesen zum Zuschauen, das Wochenende. Und ich finde eben auch das Rennen an und für sich ist wirklich auf dem Racing her spannend gewesen. Es hat viel Overtakes gegeben auf der Strecke. Es hat viele enge Fights und Verteidigungen gehabt. Viel auch bis an die Grenzen raus. Es hat einfach auch viel Wheel-to-Wheel-Action gegeben, ja. Das sehr viel Wheel-to-Wheel-Action, ja. Ich denke, ich haue da jetzt gerade mal, also ich denke, wir müssen mehrere Battles ein bisschen besprechen, aber ich haue gerade mal wie sagt man, ich falle jetzt gerade mal mit der Tür in den Raum rein. Ferrari gegen Red Bull. Die Fights ist Ferrari gegen Ferrari. Ja, das kommt auch noch. Aber es ist generell, es ist extrem an der Grenze gewesen, stellenweise. Aber ich verstehe, ich habe das Sainz auch so gekämpft. Und es hat mich mega daran erinnert, im 2019, wo der Leclerc gegen den Hamilton gefightet hat. Der hat alles, aber wirklich alles daran gesetzt, das Rennen zu gewinnen. Auch wenn es einen Crash bedeutet, was er dann auch hatte, dann muss Küssli auf jeden Fall. Aber ich habe es einfach extrem beträchtlich gefunden, der Carlos Sainz verteidigt gegen Perez. Verteidigt gegen Max Verstappen, 14 Runden lang. Reifen am Arsch, in den Pitstops wieder gefickt von einer schlechten Zeit, dann muss er gegen Perez fighten, das ganze Rennen lang. Und nachher kommt noch sein Teammate und gibt ihm so hart Pressure, dass sie noch fast crashen. Sorry, klar, ich verstehe, man will niemandem etwas schenken. Aber fahr doch ein bisschen anständig. Ich habe mir schier in die Hose geschissen und fast ein Herzkrise bekommen ab dem Battle, das die hatten. Weil, wo der links, dann rechts, dann wieder links geht, ein Double Lockup mit der Front. Hey, ich habe wirklich Aserbaidschan wieder gesehen mit dem Max Verstappen und dem Danny Ricciardo, dass das da der Charles im Sainz hinten reingeht. Und dann kann man echt einfach denken, nein, Ferrari, was macht ihr? Ihr habt so ein gutes Rennen. Nehmt das im Sainz doch nicht weg, weil er hat das Podium mehr als verdient. Driver of the Day, ganz klar. Ohne Diskussion. Ja, also ich finde auch, also zum ersten Battle, zum Sainz und zum Verstappen, ich finde, es ist schon hart gewesen. Ja, nein, ich finde es immer so hart. Also ich finde einfach, der Sainz ist einfach mega gut gefahren. Du kannst mir sagen, er ist so gut gefahren, er hat so brutal verteidigt gegen den Verstappen und er hat es immer gleich gemacht. Er ist immer rechts gewesen und dann hat er langsam in die Mitte reingezogen beim Anbremsen, sodass der Verstappen eigentlich kaum Platz hatte zum Vorbeidrücken.
Also der wollte halt riskieren, aber es hätte dann einen Klapp geben. Und er ist einfach so, also er hat es so schlau gemacht die ganze Zeit und ja, es ist so schade, eben, dass dort halt dann eben der Ferrari dann doch nicht mehr so konkurrenzfähig ist, was hat das anbelangt, wenn du so lange durchspädeln. Das ist so wirklich so, als wärst du so ein Level 1 Charakter, würdest gegen einen Level 99 Charakter fighten. Du verteidigst wie blöd und irgendwann gehst du halt einfach gleich ein, weil du einfach nicht mehr magst oder weil du einfach halt merkst, hey, du bist doch unterlegen, weißt du? Und er ist einfach gleich so gut gefahren und ich habe es wirklich geil gefunden, das Battle. Also darum, Monza ist wirklich vom Rennen her selber, von der Spannung her am Anfang hure spannend gewesen. Der hat sich ein bisschen abgeflacht und dann ist es wieder hure spannend geworden. Und es war wirklich geil gewesen, zum Zuschauen. Und dann nachher, wo eben das Battle mit dem Perez, was mich einfach ein bisschen aufgeregt hat mit Perez ist, dass er hure schnell gemotzt hat. Ich meine, der Perez ist ja auch dort so in der, was ist es, Lesmo, sind die Schikanen oder ist es Variante? Nein, Variante 1. Variante Uno, ja. Dort ist er ja geradeaus gefahren, wo ja der Russell innen war. Und er hatte so viel Luft gehabt, oder sagt er einfach so, hey, push me off the track. Ja, also das ist so Witz, lächerlich. Weißt du, also er ist so nervös mit dem Funkfinger, weißt du, gerade immer funken, wenn irgendetwas nicht passt. Und ich meine, auch der Dings, klar, der Verstappen hat auch gesagt, es sei ein bisschen nasty gewesen und so, hat er auch gemeint. Aber ja, aber das ist, ganz ehrlich, das ist das, was wir sehen wollen. Das ist ja. richtig, weißt, wenn man das jetzt eindämpfen, wenn es jetzt da für eines von diesen Battles ein Penalty gehabt hat, wäre das einfach nicht gut gewesen für einen Sport. Punkt. Weil das macht Spass. Der Charles hat es beschrieben als das it was almost like karting. Also es war fast wie beim Kartfahren gewesen. Und ja, es hat ein bisschen danach ausgesehen, wirklich. Ja, und es ist wirklich geil gewesen zum Zuschauen und ich glaube, so die haben Spass kann. Das hat mich halt einfach ein bisschen gestresst. Der Perez war einfach so am Jammern die ganze Zeit am Funken. Und dort merkst du halt eben auch einfach, wie verzweifelt er ist. Er weiss genau, ich muss ein gutes Ergebnis liefern. Also macht er eigentlich blöd gesagt alles, dass das gute Ergebnis kommt. Er funkt, dass der und der nicht gut gefahren ist, dass es eventuell könnte eine Strafe geben. Und da finde ich halt einfach irgendwo, es ist halt einfach ein bisschen erbärmlich in meinen Augen. Aber ja, was ich auch geil gefunden habe, war so, der Mercedes, wo sie im Russell gefunkt haben, so ja eben, er soll aufpassen. Was war es? Irgendwie Turn 6 oder so irgendetwas? Genau, pass auf, Turn 6, deine Reifen, du musst dich ein bisschen besser managen. Ja, also einfach so. Ich weiss nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe einen verdammten Red Bull im Arsch. Ja, aber richtig geil. Mich hat es vertatscht. So gut. Einfach so ein geiler Funkspruch, wirklich. Ja, und das ist der beste Funkspruch vom Jahr bis jetzt. Der ist wirklich genial gewesen. Das ist einfach, ja, also, ja, ich weiss nicht, wieso dass der Funkspruch gekommen ist, aber wahrscheinlich ist halt wirklich sein Reifenmanagement, wahrscheinlich ist richtig für einen Arsch gewesen dort vom Russell, aber gut, eben, wenn du so einen Red Bull halt im Kreuz hast, dann nachher musst du halt schon brutal verteidigen. Aber der Perez hat es schlussendlich gleich dann noch ein bisschen für geschafft gehabt. Muss man aber auch sagen, hat man auch ein bisschen erwarten. Ich meine, eben, so viele Geraden und der Red Bull, der so schnell ist, also wenn es wieder im Führer gegangen wäre, so ein Red Bull, der wäre einfach auch nicht gut gewesen. Obwohl sie gegen den Ferrari nicht so schnell ausgesehen haben. Ich glaube, das zeugt halt einfach auch ein bisschen davon, dass das Red Bull schon aufgehört hat zu entwickeln. Das hat man jetzt das Wochenende schon gemerkt, weil alle anderen Teams sind näher. Und wir werden in den nächsten paar Rennen Fights für die Wins gesehen, zumindest. Ob der Max Verstappen wegen dem nicht gewinnt, sei dahingestellt. Aber wir werden die Möglichkeit haben, wenigstens einen Fight für einen Win eigentlich können anzuschauen. Aber gleich das Wochenende war auch wieder ganz klar Red Bull zu oben gewesen. Und ich habe das so gern, wenn Teams Information heimfahren. Ich liebe das. Also da muss ich schon sagen, das sind geile Bilder gewesen. Und wirklich auch mal wieder ein eigentlich sehr gutes Rennen vom Perez, weil er hat nur noch 6 Sekunden auf dem Max gehabt. Klar, okay, es ist ja auch noch nein, ist gar nicht passiert. Ich habe das Gefühl, es war ein Red Flag. Egal. Aber anyway, er hat gut aufgehalten. Es ist wirklich also das Ding war das gewesen, der Verstappen hat ja einen verdammten Vorsprung gehabt, aber er hat ja das stimmt, das Problem er hat das Motorproblem bekommen und dann hat er 3 Sekunden pro Runde verloren. Also er hat noch eigentlich 9 Sekunden in den letzten 3 Runden verloren. Darum hat er natürlich dann auch wieder mega auffallen. Weißt du, wer hat auch ein Problem gehabt? Wer? Der Lando Norris. Und das heisst Alex Albon sein Problem. Und vielleicht noch sein Teammate zu dem. Also
Der Lando hat einfach irgendwie nichts machen können. Hat einen riesen Fight die ganze Zeit gegen Alex gehabt, hat einen riesen Fight auch gegen seinen Teammate gehabt. Dort ist es auch ein bisschen spicy geworden, die haben noch Kontakt gehabt und so. Aber McLaren ist einfach irgendwie wieder dort, wo er ist. Oder wo er schon die ganze Season war. Also, ich muss so sagen, dort, wo man irgendwo erwartet, dass McLaren ist. So völlig im Mittelfeld, ein bisschen am Rumsausen und so. Mehr hat es ja nicht geschafft, aber es war auch nicht zu erwarten. Der McLaren ist ein Auto, wo gut ist in Strecken wie Ungarn. Das hat sich auch ganz deutlich gezeigt. Ja, aber es ist das Wochenende doch ziemlich spicy gewesen innerhalb von McLaren. Auch außerhalb von McLaren, mit einem Ex-McLaren-Fahrer. Dahingehend gerade meine Frage an dich. Also, der Crash, Hamilton und Oscar Piastri, was ist jetzt so deine Meinung, dein Verdict dazu? Wir haben jetzt ein bisschen darüber nachdenken in der Zwischenzeit. Also gut, wir haben ja schon darüber geschrieben, oder? Eigentlich, ja. Also, wieso fragst du so blöd? Ja, Zuhörer wissen es ja nicht, was wir ja, stimmt. Entschuldigung, wir haben ja. nicht natürlich darüber geschrieben. Nein, also... Genau. Mir wird ja immer unterstellt, das sage ich eigentlich auch für jede Episode, Das ist viel zu viel, Mann. dass ich ein Mercedes-Fan bin und weiss ich was, noch ein Hamilton-Fanboy bin und weiss ich was alles. Nein, also, schau, es ist so, es ist wirklich im Hamilton sein Fehler gewesen, schlussendlich, in meinen Augen, weil, ich meine eben, einerseits ist das ist ja Variante 2 gewesen, da, wo sie reingegangen sind, was passiert ist, also eigentlich auch dort, wo der Hamilton und der Leclerc eben 2019 das Battle hatten. Ich meine, der Hamilton war innen gewesen, er ist ja vorne gewesen, also die Kurve wäre ihm gewesen und er hat dann nachher einfach nach rechts übergezogen und irgendwie einfach der Piastri dachte, also ja, der Typ, der schießt jetzt mal unsere Insights raus. Nein, das schon nicht, aber er hat dann nachher im Interview gesagt, dass das komplett sein Fehler war und er hätte ihn einfach auch nicht mehr gesehen im Rückspiegel, er nicht gewusst, wo er ist. Und danach hat es halt einfach den Kontakt gegeben und die 5 Sekunden sind verdient schlussendlich. Also zum Glück ist nicht mehr passiert. Es ist halt schade für den Piastri, dass halt sein Sohn in dem Sinne einfach komplett kaputt gegangen ist. Er hat ja dann nachher noch einen Zwischenfall gehabt, glaube ich, noch mit dem Sergeant, wo nachher auch noch er hat die Strecke verloren. Er hat die Strecke noch verloren, was ihm nochmal 5 Sekunden eingeheizt hat. Aber ja, für sein Rennen war es halt einfach schade gewesen, weil ich glaube, er ist schon dort auch. Er war zwar schon beim Lando gewesen, aber nicht ganz so schnell. Der Lando war schon vor ihm noch gewesen. Ich warte einfach immer noch ein bisschen auf ein McLaren-internes Battle gegeneinander. Weißt du, was sich eventuell sogar cool. Noch einer abdutscht und so, weiss ich was, das wäre schon noch cool. Aber ja, also eben zu dieser Situation noch zum Zurückkommen, also ganz klar im Hamilton sein Fehler. Ja, also ich meine, da kann man eigentlich da nicht viel noch dazu sagen, also beziehungsweise oder irgendwie ein Gegenargument bringen. Es ist halt einfach wirklich, Hamilton zieht rechts rüber, lässt ihm schlichtweg zu wenig Platz. Und okay, da kann man jetzt vielleicht sagen, ja, mit ein bisschen mehr Erfahrung, der Piastri hat vielleicht sollen, aus dieser Situation rausgehen, aber nein, wieso sollte man das? Er war vorne gewesen, der Hamilton ist der Angreifende und er hat den Unfall in dem Sinn verursacht. Also eigentlich, ja, schade, dass Hamilton nicht auch noch etwas kaputt gegangen ist, irgendwo durch, weil die 5 Sekunden haben ihn jetzt nicht so hart bestraft. Der Piastri hat keinen Punkt mehr können holen wegen dem. Aber ist immer so ein bisschen, ja, that's life, that's racing, oder? Also er könnte rausgehen aus dem Battle, er wird sicher daraus lernen, oder ich glaube eher, dass beim Piastri in der Zukunft so wird sein, dass er das gar nicht mehr zulässt, dass überhaupt jemand so kann in seinen Inside eigentlich reinfahren. Der wird wahrscheinlich ein bisschen aggressiver fahren und dann kann eben auch genauso etwas passieren, wie du gesagt hast, weil ganz ehrlich, vom reinen Talent her, das natürliche Talent, sehe ich den Piastri auf dem gleichen Level wie den Norris besitzen. Also da ist unglaublich viel Talent dahinter und ich bin auch gespannt, was der in Zukunft noch wird können liefern, wenn der in seiner Rookie-Season schon so performt, weil ich habe ganz ehrlich während dem Rennen vergessen, dass der ein Rookie ist. Ich habe einfach gedacht, der fährt so erwachsen irgendwie auch. Klar, es gibt immer zu lernen, aber es gibt andere, erfahrenere Fahrer, die mehr Fehler machen, komischere Fehler machen, blödere Crashs sind. Von dem her, nein. Also ich finde eigentlich auch hier wieder ein starkes Rennen von beiden McLaren-Fahrern. Vielleicht nicht so vom McLaren-Team, aber sicher von beiden Fahrern. Und der Fight selber,
der Crash, hey, das ist Racing. Ich finde, so sollte es sein. Es darf mal ein bisschen zu und her gehen. Es darf mal auch ein bisschen Carbon Fiber in die Luft gespickt werden. Sonst wäre es ja nicht so spannend. Aber alles völlig im Rahmen. Niemand hat sich irgendwie schlimm verhalten. Und auch extrem cool, wie der Hamilton sich direkt ist entschuldigen, den Fehler anerkannt hat und nicht irgendwie gesagt hat, ja, ein Rookie sollte irgendwie noch ein bisschen aufpassen oder so. Nein, er hat es einfach geowned. Er hat gesagt, nein, ich habe den Fehler gemacht. Und das ist einfach schön zu sehen. Ich finde, so sollte es sein. Ja, es ist so. Definitiv. Etwas, wo am Ende, also beim Post-Race mal gesagt wurde, ist, da stimme ich im Will Buxton absolut zu. Bin gespannt, was du sagst, aber irgendwie kommt es mir, oder auch ihm so, er hat es gesagt, kommt es vor, als ob das Jahr oder generell die letzten paar Jahre viel kollegialer miteinander umgegangen wird. Die Fahrer gehen nach den Rennen miteinander zusammen essen und sind irgendwie alle sind gut befreundet miteinander. Okay, vielleicht jetzt mit Ausnahme von Max und Hamilton, aber sonst haben sie wirklich alle gut miteinander. Das ist irgendwie mega speziell zu sehen und trotzdem haben sie dort geile Fights auf dem Field, aber ja, das ist mir einfach irgendwie noch durch den Kopf. Habe ich eine schöne Quote gefunden. Ja, es hat schon etwas. Also, meine Freunde hat es das eigentlich nie so gegeben. Das sind eigentlich wirklich die Fahrer sind immer so ihren eigenen Weg gegangen. Und klar, ich meine, sie schenken sich ja schon auch nichts auf der Strecke, aber man sieht es ja auch, und auch im Team intern, du wirst dem Teamkollegen nie etwas schenken oder so, das ist schon so. Aber ich habe schon das Gefühl, so, irgendwie denkt es mir, sie können viel besser Racing, oder sage ich jetzt mal eben so, wie wir es eigentlich so als, sage jetzt mal, als Normalsterbliche haben, halt, die können hure gut die Arbeitswelt mit dem Privatleben können es trennen. Und das merkst du einfach mega. Ich meine, eben, die gehen ja eben zum Beispiel der Lando, der Max und der Elben und der Russell sind ja da irgendwie so wie ein Tennis im spielen zusammen vor kurzem. Anscheinend machen sie das schon länger, aber sind das nie so öffentlich gemacht eigentlich. Eben, sie treffen sich zum Essen oder der Gasly und der Yuki haben zusammen gekocht gehabt. Und eben mega viel Zeug so untereinander. Und das finde ich auch cool zum Schauen oder zum Verfolgen. Klar, man muss auch sagen, sage jetzt mal, zum Schumacher-Häkkinen-Zeit ist natürlich so, ist halt so, das Social-Media-Ding halt auch noch nicht so gross gewesen wie jetzt. Es kann schon sein, dass sie es dazu mal auch gemacht haben und das einfach nie gross an die Öffentlichkeit gekommen ist, weil es halt einfach nie so die Mittel gegeben hat, wie es heute auch gibt. Oder das kann natürlich auch sein, dass es heute einfach ganz anders rüberkommt. Ja, darum, ja, ich meine, was man so gehört hat vom Schumacher und so und mit den Leuten so was erzählt wurde, ist so, ist ja auch recht lustig gewesen mit dem und sehr kollegial und so und von dem her, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht etwas so in die Richtung gegangen ist, auch früher, aber doch nicht so extrem, wie es jetzt ist eigentlich. Also es ist jetzt schon anders, sage ich jetzt einmal. Aber ich finde das cool. Ich finde das wirklich auch cool zum Schauen, weil man merkt halt einfach eben so, es ist Respekt rum, aber gleich auch irgendwo durch eine Freundschaft, was halt einfach in dem Sport eigentlich nicht möglich ist. Und ja, ich glaube, so die nächste Krise, die sich teamintern könnte ankündigen, wäre halt wirklich einfach nur bei McLaren mit Piastri und Norris. Weil, was ich noch sagen wollte, der Norris, weiss nicht, du schaust ja nicht Sky, aber auf Sky zum Beispiel macht immer der Timo Glocke so Spiele gegen die Fahrer und da ist so ein Interview dabei. Und dann hat der Timo ihn einfach so eiskalt gefragt, wie findest du das eigentlich, dass der Piastri so gleich auf Augenhöhe auf ist wie du und er ist noch in seiner Rookie-Season. Und dann hat er eiskalt gesagt, ich finde es verdammt scheiße. Ah, krass. Ich hätte jetzt irgendwie so gedacht, es kommt zurück so, er ist nicht auf Augenhöhe. Nein, also er tut es wie anerkennen, dass er auf Augenhöhe ist und er findet es verdammt scheiße. Scheiße. Also, ja? Eben, der Piastri, da ist so ein Gewehr im Fall. Ich sage, das wird abartig werden mit dem noch, habe ich das Gefühl. Ja. McLaren hat irgendwie ein Talent dafür, zwei gleich gute Fahrer ins Auto zu stecken. Ja, nicht immer, aber in der Vergangenheit schon. Ja, aber dort bin ich hure gespannt, was dort noch kommt. Aber ich glaube, das wird wirklich mal noch eine richtig klopfen dort. Ja, und dann nachher haben wir so ein Hamilton-Rosberg-Ding wieder wahrscheinlich oder so in die Richtung. Stell dir vor, das wäre geil. Das wäre schon geil, Mann. Das wäre wirklich geil. Nein, also noch geschwind zu den Dings, wieso die Fahrer so gut haben miteinander. Mir ist noch etwas durch den Kopf, das sollte ich noch ganz kurz vor Ende anhauen. Weil etwas, was vielleicht auch noch dazu geführt hat, ist, dass die Fahrer, die jetzt auf dem Grid sind, vor allem die Jungen, eigentlich alle miteinander das Gleiche gemacht haben. Der Albon, der Norris, der Russell,
sind alle so ein bisschen zusammen aufgewachsen, in den gleichen Karting Championships schon zusammen gewesen. Der Leclerc, der Ocon, der Gasly und jetzt eben auch, und ich nehme die jetzt schon mit ins Gespräch rein, der Pogacar und der Martins sind alle in der gleichen Karting-Ära eigentlich aufgewachsen. Und das ist einfach ein Thema, das ich noch ganz kurz aufgreifen will. Martins und Pogacar haben beide extrem viel Talent und beide extrem viel Potenzial in die Formel 1 hineinkommen. Was schlussendlich könnte bedeuten, dass die Formel 1 in Zukunft vielleicht 5 französische Fahrer beherbergen. Das musst du mal so durch den Kopf gehen. 5 französisch sprechende Fahrer. Also das ist schon heftig. Normalerweise sind das eigentlich Briten oder die Deutschen in den letzten paar Jahren, die das so dominiert haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, kommt viel Fahrtalent momentan von Frankreich. Ich meine, auch der Antoine ist nicht schlecht dabei gewesen, dazumals. Und ja, also wieso greife ich das überhaupt auf? Formel 2, nur mal ganz kurz. Ich sage jetzt erst noch, Formel 3 hat es neue Champion gegeben, der Gabriel Portoretto. Der wird gemanagt vom Alonso Team, also Manager-Team. Und in der Formel 2 haben wir dieses Wochenende einen Championship-Fight verloren, in dem Sinn, weil der Pogacar hat ganz viel Glück gehabt gegenüber dem Westi, der ganz viel Pech gehabt hat, der in Zandvoort beide Hinterräder verloren hat, wie auch immer, das kann passieren. Und dann in Monza hat der Stanek aus dem Rennen rausgeschossen. Das ist ein Fahrer, den ich schon lange sage, er sollte nicht mehr in der Formel 2 fahren. Aber der Pogacar hat somit eigentlich so gut wie die Championship gewonnen. Und jetzt wird es tight mit dem Joe, weil der Joe hat nicht mehr so viele Ressourcen, hat man gehört sagen. Und also so wie der Pogacar fährt, haben wir vielleicht einen neuen Formel-1-Fahrer im Sauberteam nächstes Jahr. Und ich einfach noch ganz kurz abschließend, weil so du hast jetzt auch ein bisschen angefangen, Formel 2 zu schauen dieses Jahr, so ein bisschen mehr drin in das. Was ist so deine Meinung zum Pogacar? Findest du, er ist Formel 1-Kaliber oder nicht? Ich glaube, also ich würde ihm ganz ehrlich gesagt eine Chance geben. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, also schlussendlich ist es ja immer noch so, eben, es ist immer noch ein Unterschied von Formel 2 und Formel 1. Es hat jetzt auch schon ein paar Mal gegeben, dass ein paar in der Formel 2 gut sind, in der Formel 1 aber gar nicht. Und ich habe schon irgendwie ein gutes Gefühl bei ihm, aber das Ding ist ja auch das, es gibt ja, ich weiß ja nicht, es gibt ja immer noch das Gerücht so, dass eben der Sainz ja anscheinend irgendwie schon so einen Vorvertrag unterschrieben hat bei Audi. Was soll er denn ablösen, der Bottas? Weil Bottas haben sie eigentlich behalten bei Audi noch. Aber die Frage ist auch, wie lange macht der Bottas noch? Weil der Bottas ist ja schon ein bisschen älter. Und vielleicht ist es dann Sainz und Pogacar oder keine Ahnung. Es ist mega, mega schwierig zu sagen. Ich finde einfach, ich würde ihm schon eine Chance geben. Weil ich glaube, ja, es ist schwierig zu sagen, aber er könnte etwas reissen. Weil eben, die Frage ist halt einfach auch, wie gut ist das Auto. Weil das Auto wiederum kann auch wieder richtig scheiße sein. Ja, und er hat jetzt schon, muss man auch sagen, er hat in der Formel 2 mit ART Grand Prix, das ist das Team, wo der Russell damit Championship gewonnen hat, hat er auch wirklich auch ein sehr starkes Team um sich herum. Also das ist eigentlich gleichgesetzt wie Dings eigentlich, wie Prema, das ist ja das, was die meisten können, das Team. Die sind auch sehr stark. Er hat ein gutes Team um sich, er fährt aber auch wirklich, in meinen Augen fährt er auch sehr gut. Und ja, noch schon, weil halt von der Sauber Academy unterstützt wird, würde ich ihn halt schon sehr gerne in der Formel 1 sehen. Ich bin mal gespannt, wie es läuft, aber ja, das ist, für mich ist klar, er muss eine Chance bekommen. Ja, eine Chance definitiv. Also ich würde es ihm auch geben, weil ich glaube, es gibt so viele Fahrer, die einfach mal eine Chance verdient hätten, um sich zu beweisen, um zu schauen, können sie es oder können sie es nicht. Ja, weil eben, ich meine, du kannst eben in der Formel 2 gut performen und nachher in der Formel 1 die grösste Lusche sein und kannst in der Formel 2 scheiße fahren und nicht so gut fahren und nachher in der Formel 1 hure reissen, oder? Das gibt es ja auch. Ich meine, oder du heisst es einfach Logan Sargent und fahrst einfach in jeder Kategorie scheiße. Oh Mann, er wird das neue Meme von dem. Ja, wirklich. What the fuck is a kilometer? What the fuck is a kilometer? Nein, ich finde einfach, die Memes sind einfach so der Hammer, eigentlich von dem. Das ist unglaublich. Ja, aber zum Logan,
Also ich habe jetzt einfach per Zufall aufgegriffen. Aber das hat rausgerührt werden, sorry. Also, ja, da muss ich mir noch Auge ersetzt werden. Ganz ehrlich, ich bin dort wirklich, ich bin vielleicht ein Arschloch, aber ich sage Vesti zu Williams rein, Pourchaire zu Sauber rein und dann ist die Sache geritzt. Nein, und dann Mick Hä? Mick zu Williams. Oder Mick zu Williams. Ja, Fick auf Vesti, stimmt, Mick rein. Und dann in 2 Jahren Kimi Antonelli rein. Ja, Für die, der es ist nicht jetzt mitbekommen haben, durchgepokert. ich sage schon immer, dass ich ist gut, aber der hat jetzt von Freca, also der Formula Renault European Championship, direkt den Aufstieg in die Formel 2 bekommen. Er macht nicht einmal Formel 3. Wobei ich gemeint habe, das ist ein Gerücht. Ja, ich gemeint, das ist noch nicht offiziell bestätigt Nein, das worden. ist so gut wie geritzt. Das ist Mercedes-Management, das das hat durchsickern lassen. Das ist so gut wie geritzt. Also es ist Und geil der Fakt, für ihn. dass er- Das ist geil für ihn. Definitiv. Es ist sehr Seit geil. 10 ist er jetzt oder so. Mercedes hat hier einen neuen Max Verstappen unter dem Hut. Ich sage es, ich call es jetzt. Wenn der sein Formel 2 Jahre nicht verkackt, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, der wird riesen, der wird so gut sein. Egal, ich will das nicht. Ja, wir sind gespannt. Also wäre geil, wenn so, weißt du, so, stell dir vor, dann wird es so sein, einfach wie, weiss nicht, so eben so ein alter Verstappen dann, also der alte richtige Verstappen gegen einen neuen, jungen, ähnlichen Verstappen, das wird Ja, richtig geile Battles geben Das wieder. wäre so geil. Also wenn bis dann der Verstappen noch Formel 1 fährt, das ist natürlich das andere, weil der wird ja, also eben beim Verstappen, so wie der am redet, ich hätte das Gefühl, der wird jetzt mal in den nächsten 2 Jahren auffahren oder so. Ja, ich meine, jetzt hat er sogar noch die 10 Wins in a row, die wir Ja. gar noch nicht erwähnt haben. Jetzt haben wir es gemacht. Ja, was willst du noch viel mehr machen? Hey, das ist so, ich weiß nicht, ob du die Story siehst, die ich gepostet habe, das ist eigentlich so krank. Also eigentlich sind es auch schon mal irgendwie über 340 Tage, wo das letzte Mal ein nicht-Red Bull-Fahrer gewonnen hat. Ja, Russell in Brasilien, irgendwie so Das etwas. war der ja. letzte Winner gewesen. Und da habe ich noch etwas anderes gepostet, und zwar da. Seit dem Frankreich-Rennen 2022 hat der Verstappen, also wir reden von 2022, nicht 21, hat der dann noch Verstappen Frankreich. 21 Rennen gewonnen, der Perez hat 3 gewonnen und der Russell hat 1 gewonnen. Hey. Das sind die letzten 3 Gewinner seit Frankreich 2022. Das ist alles, das ist so krank. Und Frankreich 2022 ist fucking Anfangssaison. Oder Mitte Anfangssaison. Ja, das ist ja so, das ist etwas so, wenn es ist das Juni etwa 22 Ja, ist das genau. Ende gewesen. Also das ist jetzt über ein Jahr und 3 Monate her. Also es ist so krank. Ich bin Also so die nicht drauf Statistik. klargekommen. Ich habe das irgendwie gar nicht realisiert. Er hat ja schon mehr Wins als der Senna. Er hat gerade in Sandwort, glaube ich, gesagt, Max takes his 45th win. Da dachte ich, Alter, der hat schon 45 Siege. Als ich das letzte Mal noch irgendwie zugelassen habe, hat er auf 12 gehabt oder so. Das ist so schnell gegangen. Also er hat Das ja, ist abnormal. dort, als er ja seinen 44. Win geholt hat, hat er ja gesagt, er hofft, dass er nicht auf dieser Zahl stehen bleibt, weil der Hamilton mit dem 44 fährt. Hey, Alter. Das ist so geil, wie sie immer so ein bisschen Seite hebt. Ja, so wirklich. links, rechts, Aber vor so der Kamera oder wenn es nebeneinander steht, sind so halbwegs gute Buddies, weißt du, dann wieder Ja. so in dem Rücken so, ja, keine Ahnung, was der für ein Problem hat. Keine Ahnung. Also, weißt, ich fände es hure schön, wäre Mercedes immer noch davor. Ja. Weil das wäre so eine. Also ganz ehrlich, ich glaube, es wird jetzt schon komplett die Geschichte gehen, Hamilton gegen Verstappen. Aber das wäre eine absolut kranke Rivalry, wenn der Mercedes halt gleich schnell wäre wie der Red Bull. Das wäre so abnormal, was das für Szenen würde geben. Ja, vielleicht nächstes Jahr wieder, wer weiß. Der Hamilton und der Russell haben ja beide noch 2 Jahre verlängert jetzt. Da finde ich krass, Hamilton 2 Jahre, gerade ein Contract. Jetzt hat er immer Jahrescontracts eigentlich gehabt. Und jetzt einfach nochmal einen 2-Jahres-Contract bis Ende 2025 fährt er sich noch. Das kann natürlich auch bedeuten, dass es dann endgültig fertig ist für ihn. Wie manchmal müssen wir uns das echt noch anlassen? Ja, wobei, aber also ja, irgendwie habe ich schon das Gefühl, ich meine, der Typ ist seit 2008 in der Formel 1. Oder 2007 glaube ich sogar. Ja, Fernando 2007. seit 2001. Ja, der Fernando ist auch kranker Bastard, Alter. Nein. Ja, aber der Alonso ist wirklich ein kranker Bastard. Aber sind wir ehrlich, der Fernando Alonso hat einfach nichts Besseres zu tun in seinem Leben, außer die Formel 1 fahren. Ja, mal, er könnte eigentlich nochmal versuchen, IndyCar zu gewinnen, weil jetzt wäre McLaren gut, endlich. Ja, stimmt. Ja.
Aber auf der hat er Hey, wahrscheinlich Sinisa. der hat nicht so gut. Ich glaube, es hat allgemein bei McLaren ein bisschen verschissen. Und aber Alpine. Das ist mal das eine und das andere ist, bei IndyCar kann schon mit 50 noch reingehen und die nehmen die brauchen einfach Fahrer dort. Also fuck Ja. it. Dann kannst Da kommt du noch noch dazu. der Formel 1 Karriere immer noch Und wenn so ein dicker Name kommt wie der Alonso, hat er gerade irgendwie die Tür offen irgendwo. Also dem her. Sowieso, weißt du, in Cash geht das. Oh Gott, Mann. So, also das war es mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir hoffen natürlich wie immer, dass euch die Episode auch gefallen hat. Und vergesst dann nicht auch noch eure Stimme unten bei Spotify abzugeben. Wer ist der bessere Fahrer, der Bottas oder der Checo Perez? Würde uns wundern, gerne abstimmen. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Die wird dann, ja, sagen wir mal, voraussichtlich dann nach dem Singapur Grand Prix kommen, je nachdem, wir werden es sehen. Schaltet dann sicher das nächste Mal wieder rein, ich kann nicht mehr reden, es ist ja schon wieder spät. Das wäre es aber gewesen mit der heutigen Episode. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt und bis zum nächsten Mal beim Unsafe Release.